Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission Bléck op Europa. Merci, dass ihr nachguckt hier im Doc. Ich manage einen kleinen Rapport von der Straßburg-Woche von der Session, heute zu Straßburg von der Plenärsession. Ganz grob Themen op gut Lützeburg gewesen, et war der Deivel lass. Et war wirklich eng Aberzuel von Themen an ganz wichtiges Sujet war natürlich das Budget, wo ich nach drauf zurückkomme. Et war auch ein anderes wichtiges Sujet, das war den Jean-Claude Juncker als Präsident von der Kommission hat einen kleinen Rapport gemacht von dem letzten Mini-Sommet, wo ja am Anfang all die Balkanländer zusammengerufen waren, für über die große Flüchtlingsproblematik zu diskutieren, zu negozieren, auch weil es in schwierigen Verhandlungen Solidarität das gefordert unter den Memberstaaten. Wenn ein Insiderkreis kann leben, da werden Ton mit Munich mal ganz hart, ganz aufregend an für Solidarität eigentlich weiter weg. Das ist für Solidarität als nicht viel geschwärzt gibt. Das sind noch Punkte, die zurückgehalten sind, trotz den schwierigen Verhandlungen. Zurückgehalten sind am Anfang 17 Punkten, wo dann natürlich mal für uns fänken die Registrierung von den Flüchtlingen, wo da muss besser registriert gehen, wo mir komplett muss registriert gehen, die Leute müssen abgeholt gehen, wie gesagt, mit Fangerauftrag, für das sie mal können einen Status kriegen als Refugié. Natürlich müssen sie mal verdicht an Karteien auf Haus gehen. Das geht nicht mehr mit Hilfe, wo die Länder müssen mal nicht schaffen, wo sie sich müssen austauschen, wo sie die Informationen müssen austauschen und so weiter. Das geht nicht für sich oder durchschwenken bei den Europa. Und das ist ein ganz schwieriges Sujet gewesen. Wie gesagt, auch die Grenzen, die Außengrenzen müssen natürlich auch geschützt werden. Wenn wir so Schengen, da sind wir ja froh, die Freizügigkeit innerhalb von Europa zu haben. Trotzdem muss man sagen, es kann auch nicht sein, dass die Außengrenzen nicht geschützt sind. Und da spielt natürlich die Agence Frontex eine ganz große Rolle. Das heißt, das Mandat und auch mehr von der Frontex müssen erweitert gehen, müssen auch von den Memberstaaten. Auch da muss die Information viel besser gehen. Weil da war ein Thema, das war die Suen. Das heißt, das ganz kostet aber ein ganz Party Geld. Die Hilfsmaßnahmen, dann natürlich auch durch die Asylpolitik insgesamt, kostet ein starkes Geld. Das hat Niederschlag an den einzelnen Budgets, den einzelnen nationalen Budgets. Und da sind Länder, für die das extrem viel ausmacht. Und die frohen natürlich, dass das ausgeklammert wird von den Stabilitätskriterien, von den Maastricht-Kriterien. Ihr wisst, dass die Kriterien müssen angehalten werden, weil sonst Sanktionen können gegen die Memberstaaten geholt werden. Aber hier in diesem Fall frohen natürlich Memberstaaten, immer mehr Memberstaaten frohen, für dass die zusätzliche Hilfe, die sie an die dort Problematik stehen, für dass die vom Stabilitätspakt ausgehen. Natürlich auch kurzfristig eine Steigerung von den Aufnahmekapazitäten, weil ich meine, es sind noch da Länder, die an die Grenze kommen, es sind nicht mehr genug Plätze zur Verfügung, nicht mehr genug Zelte, nicht mehr genug Decken, alles das, was kurzfristig muss da sein, Medikamente und so weiter, Hilfsmittel, auch Essen und Trinken, alles können in Grenzen, und auch da, wie gesagt, müssen mehr Aufnahmekapazitäten geschafft gehen. Das wäre so ein bisschen am Resümee. Natürlich, die 17 Punkte sind zurückbehalten. Am Resümee kann ich sagen, dass trotzdem bei dem Sommet etwas rauskommt. Auch was wichtig ist zu erwähnen, dass das mit den Staaten rundherum, wie zum Beispiel Türkei, wie zum Beispiel Jordanien, wie auch zum Beispiel der Libanon, die im Moment auch schon ganz große Kapazitäten für Flüchtlinge abgeholt haben, wo da viel Sinn für mit diesen Ländern zusammen zu schaffen, für diese Länder auch Hilfe zukommen zu lassen. Auch das war ein ganz wichtiges Sujet. Ich habe anfangs gesagt, Thema Budget ist etwas, was hier bald 2 Stunden verlangt wird. Das heißt, ganz viele Positionen, Hunderte und Hunderte von Positionen. Eine Position, die ich just herausgreifen will, weil das aber bei den Leuten, das ist ein Tierschutz. Ein Tierschutz, aber wenn ihr seht Tierschutz, dann ist da direkt Allianzen machen mit unserer gemeinsamen europäischen Agrarpolitik, wo die Länder ja Hilfe kriegen, besonders für die Zucht von Tieren. Und hier ist ein Amendement gehen, für die Zucht von Tieren, für das nicht mehr weiter zu subventionieren, außer, wie gesagt, es sind Zuchttiere, die an der Landwirtschaft angesetzt sind, aber nicht mehr für den Steierkampf. Für den Steierkampf, der besonders an Spanien ganz populär ist. Und da, wie gesagt, haben wir die Majorität hier im Parlament sich dafür ausgedrückt, für keine Hilfe mit zukommen zu lassen, für nach so Sachen zu fördern.
Wie gesagt, das sind die pur Punkten. Es sind aber auch nach anderen Sujeten, wo ich auch drauf geschafft habe. Das wir beschäftigen uns ja schon wie lange mit dem Chômage, mit der Arbeitslosigkeit. Die Jugendarbeitslosigkeit war ein Sujet, wo wir schon 2-3 Jahre auch ganz aktiv Maßnahmen angefordert haben, Garantien, noch Mittel, Geldmittel und die einzelnen Memberstaaten. Aber hier ist es so, dass der Langzeit-Chômage, vernachlässigt waren, dass das auch ein Sujet ist, an die Kommission oder eine Proposition gemacht, für das mal ein bisschen mehr echt zu holen, und für da auch eine bessere Registrierung. Ganz viele Leute, wenn sie aus dem Chômage rausfallen, sind sie nicht mehr enregistriert. Das heißt, es weiß eigentlich gut kein genau, was für ein Zomm von Leuten es sich da handelt. Das ist dann im Moment schwer. Die Enregistrierung muss auch verbessert gehen. Der Arbeit von den Arbeitsämtern soll verbessert gehen. Natürlich auch der persönliche Kontakt mit dem einzelnen Firmen durch eine Weiterbildung, durch eine Umbildung an den Arbeitsprozess ranzuführen. Das ist ein Sujet, den wir hier haben. Da sieht, dass wir auch ganz sehr reagieren können. Das heißt, an Zeit von paar Monaten haben wir fertig gebracht, die Decision zu holen, für den Conseil gering Lot zu gehen, für wie gesagt die Proposition von der Kommission für die anzuführen. Das waren die Arbeitslosigkeit. Dann natürlich ein Sujet, den uns alle guten ja, schon mal lange interessiert, noch beschäftigt, das ist der Roaming. Endlich haben wir es fertig gebracht, in Akkord zu finden. Wie gesagt, über der Roaming, die Gebühren, die aufhalen, wenn ich am Ausland telefoniert. Ich meine, das ist, die heute dann der Presse alle guten mitkriegt. Ab dem Sommer 2017 wird das zu Ende sein mit den Roaming-Gebühren. Nicht ganz, weil aber nach verschiedenen Obergrenzen an den einzelnen Memberstaaten können angefordert gehen. Und da sollen dann noch Kontrollinstanzen dann festlegen, wo die Obergrenzen genau sind, und was der Provider in Zukunft aber nach darüber raus der frohen, wann er eine gewisse Häufigkeit feststellt oder. Das heißt, da gibt es ein paar die Ausnahmen, und dafür gehen die Kontrollinstanzen an den Memberstaaten, die müssen hier ein Avis aufgehen, ob der Provider das nach darf oder nicht. Netzneutralität ist ein anderes Sujet, wo wir uns hier ausgeschwert haben. Und konträrement zu dem, was ganz viel gefährdet ist, Netzneutralität wäre abgegeben. Ich kann die Leute ruhig beruhigen, nicht ruhig stellen, aber beruhigen, für zu sagen, dass das nicht der Fall ist, dass auch Netzneutralität für uns ein wichtiges Thema war und dass wir das auch konsideriert haben. Den Aufgasskandal, VW-Skandal, Dieselskandal, wie ihr es wollt wissen, es bleibt immer ein Skandal, es bleibt eine schreckliche Affäre, die auch nach wahrscheinlich an den nächsten, nicht nur Monaten, mehr Jahren nach Reperkussionen wird tun, ob den Automobilbau, ob die Industrie in Europa. Da haben wir eine Resolution aufgestimmt, die wirklich eigentlich ganz europaweit eine Instanz zu schaffen, die europaweit eine Kontrollinstanz, die darf kontrollieren, nicht nur den Firmen, die verlosen, nicht nur den Memberstaaten, die verlosen. Dafür hat das Parlament sich ausgeschwert. Leider haben wir nicht mehr spät wie gestern als an der Kommission, auf Vorschlag der Kommission, haben die nationalen Experten eine Decision geholt, die eigentlich ganz schwer nachzuvollziehen ist. Das heißt, wir fordern auf einer Seite mehr strenge Regeln, haben aber auf der anderen Seite den Schwellenwert, den Wert von dem, was ein Auto darf, was ein Diesel darf ausstoßen, haben wir hochgesetzt. Das ist natürlich nicht nachzuvollziehen. Das ist just zu erklären, an dem wir im Moment ganz hoch leiden, das heißt der Faktor, was wir ausstoßen, was wir getestet haben, was die Realität empfangen ist, an dem, was sie angehen an ihren Dokumenten, dass das 5-mal so viel ist und das raufgefordert von 5 auf 2,1. So kann ich nicht gesehen, so kann ich positiv gesehen. Ich sage nicht, aber ganz ehrlich, ich sehe nicht ganz ambitiös, wenn ihr seht, wir fahren von 80 auf 163 rup. 80, die wir am Anfang theoretisch schon dürfen ausstoßen Gramm, fuhren wir dann auf 163 rup. Das ist aber ganz schwer nachzuvollziehen und noch ganz schwer gut zu sehen. Also ich persönlich fand das nicht an der Reihe. Ich fand, da sind wir ganz wenig ambitiös gewesen, da haben wir uns nicht genug damit beschäftigt. Ich verstehe auch, dass die Industrie einerseits eine gewisse Übergangszeit muss gehen, für die Ziele zu erreichen. Aber trotzdem hätte ich mir gewünscht, wir wären da mehr hart und wir wären noch da mehr ambitiös geblieben. Zu den Drohnen vielleicht nach Wort, das war auch ein Dossier, das wir aufgestimmt haben letzte Woche. Das heißt, alles, was funkgesteuert, unbemannten Flugobjekte, nennen wir das, das Drohnen, so mir, das ein allgemeiner Spruch gebraucht, der noch mehr liegt, nutzvollziehen, mehr liegt zu verstehen ist.
Das ist so, dat huet bësse Befürchtungen bei de Leute im Moment Drohnen als Appes ja, können aus dem militärischen Bereich, dass du angesagt gin vier Krieg zu feier, vier Kriegsmaterial zu observieren an se vier und dat hecht huet bësse mit. Das aber auch op der anderen Seite eng ganz groß Opportunität, weil het kann, wann het richtig ugepacket, wann het richtig reglementiert geht, dann dat will man machen eng europäisch Zertifizierung mat enger Gesetzgebung, eng europaweit Gesetzgebung. Da kann da wo eng groß Chance in fir die Industrie, fir wirtschaftliche Entwicklung an mir derfen die net verschlofen, weil sie im Moment am von Chinesen und Japaner die Vierreiter sind, op dem wir müssen unbedingt die Entwicklung do mat machen. Die Drohnen die können vielseitig positiv gesagt gehen, a Krisegebieter zum Beispiel, wann Erdbeben sind, wann die Verschwemmungen sind, wann schwer Buschbrennen sind, können auch gesagt gehen für Inspektionen zu machen für großen Industrieanlagen, für Maintenance zu machen, dem noch wo in sonst nicht Druck könnt. All die Sachen sind aber positiv, da entwickelt sich aber ein großer Marché, an dem muss reglementiert gehen, einerseits für Sicherheit zu garantieren, das nicht geht für jemanden, der so einem Apparat am Fluchtraum kann machen, was er will. Zweitens aber auch die reservieren von der Privatsphäre. Das heißt auch das als etwas, was der Bürger hellig ist. Und ich muss so, eine Privatsphäre muss geschützt bleiben. Da muss man Hummerreglemente Resolutionen, Reglementer en place an Musik gesagt für das zu machen, für die Privatsphäre zu schützen. Dann haben wir natürlich auch den Datenschutz, den extrem wichtig ist. Auch das muss respektiert gehen. Und dann natürlich auch Haftungsfrohe. Das heißt, wenn so etwas geschieht, mit einer Drohne, wen ist haftbar. Und wenn wir das alles europaweit reguliert kriegen, dass es nicht so ein Flickenteppich ist aus einzelnen Gesetzgebungen, weil eine Drohne bleibt nicht auf der Grenze stehen, für dann eine andere Gesetzgebung anzuwenden. Also wie gesagt, da muss man schon ein europäisches Dossier draus machen. Da kann es aber eine Opportunität sein, wie ich gesagt habe. Da kann es aber für die wirtschaftliche Entwicklung, für die Industrie eine ganz positive Sache sein. Pauschalreisen, da werde ich nächstes Mal ein bisschen den Hummer auch aufgestimmt. Das heißt, getaugt immer mehr über Internet gebucht. Immer mehr Leute setzen sich hier selber zusammen aus einzelnen Komponenten, aus einzelnen Aspekten. Also ich meine, da werde ich nächstes Mal ein bisschen mehr darüber schwätzen mit der Berichterstatterin von der EVP, mit Birgit Colin Langen. Für das Woche sage ich merci für das Nullaustern und bis die nächste Woche.